das Casino unfair spielt. Mir ist aufgefallen in meiner Tätigkeit im Casino, dass oft negative Ausdrücke mit dem Casino verbunden werden, wie zum Beispiel, ja, im Casino wird nur abgezockt oder das Casino gewinnt immer oder das Casino gewinnt nur, weil die Spieler so gierig sind. Und habe mir diesbezüglich ein paar Gedanken gemacht und möchte eigentlich das Ganze, das Unternehmen Casino quasi in ein eher wirtschaftliches Licht rücken und die wirtschaftliche Überlegung kurz anschneiden, die dahinter steckt eigentlich, dass das Casino, dass ein Spielgewinn vom Casino eventuell nicht wirklich ein Gewinn in dem Sinn, im Sinne von Gewinn, ich gewinne ein Spiel ist, sondern dass der Gewinn eher im unternehmerischen Sinne ist, das Casino macht Profit. Und wenn wir jetzt aus einer wirtschaftlichen Perspektive das Ganze betrachten, warum gewinnt das Casino trotzdem, obwohl, so kurz den Faden verbunden wurde, und Sie mit dieser Frage nicht kurz erklären. Warum gewinnt das Casino, obwohl okay. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass eben jeder Mensch gleich viel Glück hat und wenn eben das Casino, angenommen das Casino hat gleich viel Glück wie jeder Mensch, dann dürfte das Casino im Prinzip nicht mehr gewinnen als die anderen Spieler. Das heißt, das Casino würde im Prinzip gleich viel auszahlen, wie es einnimmt pro Spiel und deswegen dürfte das Casino im Prinzip auf Dauer keine Gewinne machen. Jetzt stellt sich eben die Frage, warum gewinnt das Casino trotzdem, wohl eigentlich das Glück. Das heißt, wenn ich jetzt auf Rot setze, die Chance auf Rot oder Schwarz, dass Rot oder Schwarz kommt, ist die Chance 50-50. Und jetzt kommt ein Spieler und spielt 100 Mal Rot und von diesen 100 Mal kommt 50 Mal Rot und 50 Mal Schwarz. Das heißt, das Casino hat 50 Mal bezahlt und 50 Mal quasi gewonnen. Deswegen dürfte im Endeffekt kein Gewinn übernehmen. Warum das Casino jetzt trotzdem gewinnt, ist quasi eben der Bankvorteil, den es gibt. Und dieser Bankvorteil ermöglicht es eben dem Casino, dass es eben auf Dauer trotzdem Gewinne bzw. das bessere Wort eben Profite macht. Und was ist dieser Bankvorteil? Dieser Bankvorteil ist jetzt ganz einfach. Beim Roulette gibt es 37 Zahlen. Zahlen Roulette von 0 bis 36. Und wenn man jetzt eine dieser 37 Zahlen setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahl kommt, 1/37. Kommt jetzt diese Zahl mit dieser Wahrscheinlichkeit 1/37, bekommt man vom Casino ausbezahlt das 35-fache plus den Einsatz. Das heißt, der Einsatz ist nicht verloren, der Einsatz bleibt. Das heißt, man bekommt das 35-fache plus den Einsatz, ergibt in Summe 36. Das heißt, wenn ich jetzt 37 Spiele spiele, ist von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, wenn ich davon ausgehe, dass der Roulette-Kessel ein perfektes System ist, dass jede Zahl gleich oft kommt, den unendlich, würde das heißen, dass jede Zahl innerhalb von 37 Spielen einmal kommt. Jetzt setze ich 37 Spieler immer auf die gleiche Zahl und in diesen 37 Spielen kommt einmal, keine Ahnung, meine Lieblingszahl ist jetzt 27, dann bekomme ich einmal in diesen 37 Spielen quasi 36 zurück. Habe aber insgesamt 37 gesetzt, habe quasi ein Stück verloren. Jetzt hängt es davon ab, wie hoch wähle ich meinen Einsatz. Wenn ich jetzt den Einsatz mit 100 Euro, also wenn ich jedes Spiel 100 Euro auf eine Zahl setze, heißt das im Prinzip, ich habe in 37 Spielen 3.700 Euro gesetzt, bekomme 3.600 zurück und es bleiben 100 Euro quasi dem Casino über nach 37 Spielen. Wenn ich das jetzt auf die einzelnen Spiele aufdividiere, das heißt, bleibt dem Casino 100 dividiert durch 37, bleiben
über 2,7 Euro pro Spiel. Das heißt, der Spieler zahlt im Prinzip, wenn er 100 Euro pro Spiel auf eine Zahl setzt, zahlt der Spieler dafür, dass er die 100 Euro setzen darf, 2,7 Euro ans Casino. Jetzt ist es relativ schwierig fürs Casino eigentlich, diese 2,7 Euro extra zu verlangen, extra einzuheben. Deswegen sagt das Casino einfach, ich verlange jetzt von einem Spieler, der jetzt 100 Euro auf eine Zahl setzt, verlange ich jetzt nicht 2,7 Euro extra dafür, dass er jetzt 100 Euro setzt, sondern ich behalte ganz einfach diese 2,7 Euro von den 100 Euro ein. Ganz einfach durch dieses System, Wahrscheinlichkeit 1,37, bezahle aber nur 36 mal den Einsatz aus. Jetzt klingt das irgendwie für die Gäste irgendwie unfair. Es schaut jetzt irgendwie so aus, als würde das Casino im Prinzip immer gewinnen und auf Dauer, wenn ein Gast ins Casino kommt, schaut es so aus, eigentlich kann ich ja gar nicht gewinnen, weil ich bekomme ja nur 36 Einsätze zurück, wenn ich 37 Spiele spiele. Da muss man sich jetzt eben die Frage stellen, für was gibt es das Casino eigentlich? Ist das Casino wirklich jetzt nur ein Unternehmen, das ganz einfach die Gäste hereinlockt und die Gäste dazu überreden will, Einsätze zu tätigen, weil das Casino weiß, wenn die Gäste jetzt spielen, dann spricht der Bankvorteil für das Casino? Oder ist das Casino eher eine Einrichtung, die eben ganz einfach den Menschen eine Möglichkeit bieten will, ihre Freizeit zu gestalten? Eine Einrichtung, die ganz einfach den Menschen eine Unterhaltungsmöglichkeit gibt. Nehmen wir zum Beispiel ein Kino her. Ein Kino verlangt für einen Kinofilm 7 Euro. Das heißt, man zahlt 7 Euro, bevor man ins Kino geht und hat dann 1,5 Stunden Unterhaltung. Der Film ist dann gut oder schlecht. Das heißt, eigentlich ich zahle 7 Euro, weiß nicht, ob der Film gut oder schlecht ist, und wenn ich Pech habe, ist der Film schlecht und ich habe 7 Euro dafür bezahlt, dass ich 1,5 Stunden einen schlechten Film gesehen habe. Wenn ich das Ganze jetzt aufs Casino umlege, kann ich das Ganze so umlegen, dass ich sage, ich zahle dafür, dass ich den Einsatz tätige, eine Gebühr. Diese Gebühr wird in Form des Bankvorteils einbehalten. Und ich weiß aber nicht, wie der Ausgang dieses Spiels ist. Der Ausgang des Spiels kann genauso gut sein, wie auch schlecht sein. Aber das, was ich ganz sicher weiß, ist, dass wenn ich diesen Einsatz tätige, habe ich quasi in dieser Zeit, wo das Spiel läuft, wo sich die Kugel dreht, habe ich die Möglichkeit, oder nutze ich die Möglichkeit, mich eigentlich zu unterhalten. Ich habe einen Adrenalinkick, es ist eine Unterhaltung. Das heißt, genau in dem Moment, wo sich die Kugel dreht, sorgt der Adrenalinkick dafür, dass ich mich besonders fühle. Und für diesen Adrenalinkick, für diese Unterhaltung zahle ich im Prinzip den Bankvorteil von einem 37. Es kann natürlich genauso ausgehen, dass dieses Spiel jetzt zum Beispiel zum Gunsten des Gastes ausgeht. Dann habe ich die Unterhaltung gehabt und die 100 Euro. Wenn es natürlich negativ ausgeht, ist es wie ein schlechter Film. Ich habe jetzt bezahlt, ich habe jetzt aber eigentlich nicht die 100 Euro bezahlt, sondern habe nur den Bankvorteil bezahlt. Weil wenn ich jetzt das Ganze auf 37 Spiele sehe, zahle ich im Prinzip jedes Spiel eigentlich nur die 2,7% und zahle aber nie wirklich die 100 Euro, die ich pro Spiel einsetze. Sondern zahle pro Spiel eben nur diesen Prozentsatz, diesen Bankvorteil. Das Ganze ist jetzt auf ein Spiel betrachtet natürlich sehr theoretisch, weil man sieht das ganz einfach nicht. Man sieht einfach nicht in einem Spiel, dass ich jetzt 2,7% bezahlt habe. Man sieht nur, ich habe jetzt eigentlich den vollen Einsatz bezahlt, wenn ich verloren habe. Und wenn ich gewinne, sehe ich, dass ich den vollen Einsatz gewonnen habe. Und für das Casino selber ist diese Sichtweise quasi aber lebensnotwendig, weil wenn ich diese Sichtweise im Casino nicht hätte, als Casino-Betreiber, dürfte ich gar kein Casino aufmachen. Weil das würde ja bedeuten, dass der Profit vom Casino eigentlich vom Glück des Casinos kommt. Wenn ich aber jetzt fix davon ausgehe, dass das Casino für jedes Spiel, von jedem Spieler, diesen Prozentsatz bekommt, kann das Casino kalkulieren und sagen, okay, ich werde jetzt, wenn ich jetzt pro Tag 1000 Gäste habe und jeder Gast setzt im Schnitt 100 Euro pro Tag, das und das verdienen. Okay, die Quintessenz
eigentlich aus dieser ganzen Rede ist eigentlich, dass das Casino an sich nicht unfair agiert, sondern das Casino eigentlich als Entertainment-Unternehmer eigentlich eine gerechte Gebühr dafür verlangt, dass die Gäste eine Unterhaltung bekommen und dass die Gäste eine schöne Zeit im Casino verleben. Wenn es diesen Bankvorteil nicht geben würde, würde das Casino gratis arbeiten. Für die Gäste würde das Casino die Unkosten der Betriebskosten auf sich nehmen und so ein Unternehmen wäre natürlich nicht lebenswert. Okay, danke.